Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Zürcher, sehr geehrter Herr Hübschi, sehr geehrter Herr Fluri, in der ersten Reihe begrüße ich Frau Lüthi vom Staatssekretariat für Migration, Herrn Bock von der Eidgenössischen Zollverwaltung, Herrn Rütschi vom Bundesamt für Justiz, Herrn Lauber vom Bundesamt für Sozialversicherungen und Herrn Brigadier Droh. Ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse mit Fachexperten des Bundes zum Thema Coronavirus. Ich informiere Sie noch kurz über das Programm von nächster Woche. Am Montag und am Freitag sind jeweils wiederum Point de Presse mit Fachexperten um 14 Uhr und am Mittwoch ist die Bundesratssitzung. Die Experten werden kurz nacheinander sprechen. Ihre Fragen nehmen wir am Ende entgegen. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, sehr vielen Dank. Sehr geehrte Anwesende, zuerst einmal kurz die Zahlen. Wir haben neu von gestern 346 neue positive Fälle verzeichnet. Wir sind jetzt bei 26.997, also praktisch 27.000 Fällen und über 1.000 Todesfälle. Der Anstieg, wenn man das schon so anschaut, oder das weitere Abflachen der Kurve, sieht eigentlich so aus, wie wir etwa anfangs Mitte März waren, wenn man so grob diese Zahlen anschaut. Und wir sind jetzt erst gerade mal so Mitte April. Es ist noch nicht sehr lange her. Und deshalb muss man wirklich sagen, diese Kurve ist sehr schnell zurückgegangen. Gott sei Dank. Sie ist auch abgeflacht. Gott sei Dank. Sie ist auch nicht so angestiegen, wie man es befürchtet hätte oder wie auch gewisse Vorhersagen waren. Gott sei Dank. Aber wir sind noch lange nicht aus der Gefahrenzone heraus. Und ich möchte das einfach vielleicht betonen, epidemiologisch gesehen. Es besteht immer noch eine recht große Gefahr, dass sich mehr Leute anstecken, dass sich immer noch die Leute anstecken und dass wir weiterhin auch dann schwere Fälle haben. Ich möchte vielleicht daran erinnern, wir haben heute noch etwa 300 Patienten, die künstlich beatmet werden. Das sind nicht wenige und wir hoffen natürlich, dass möglichst alle von denen das auch überleben. Aber es ist eine gefährliche Krankheit, nicht nur für Hochrisikopatienten. Es werden auch immer wieder jüngere Patienten krank und müssen beatmet werden, die keine Vorerkrankungen haben. Und deshalb ist es sicher richtig, wenn wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, weshalb das Ganze gemacht wird, weshalb diese Anstrengungen auch von der Bevölkerung verlangt wurden und weshalb wir wirklich alles daran setzen müssen, dass es nicht wieder zu einem Wiederanstieg kommt. Nach dem gestrigen Bundesratsentscheid oder dem gestrigen Bundesratsentscheiden gab es viele Fragen heute schon und in der Presse und das ist auch völlig klar. Es ist auch uns bewusst, dass nicht alles schon am ersten Tag klar sein kann und dass es noch offene Fragen gibt, dass es auch gewisse Punkte geben wird, die wir noch einmal zurücknehmen müssen in die Verwaltung und in der Verwaltung noch einmal genauer studieren müssen. Aber es gab auch ein paar Sachen, die offensichtlich nicht ganz so sind, wie sie wirklich gemeint sind. Also die große Frage der Wettbewerbsverzerrung in den großen Kaufläden, die jetzt Lebensmittel verkaufen, ist nicht so, dass die dann jetzt alles verkaufen dürfen, sondern nur ganz wenige Produkte, das wird angepasst. Das wird dann in der Erläuterung ganz genau festgehalten. Also es ist nicht so, dass dort eine riesige Wettbewerbsverzerrung entstehen sollte. Da werden wir und sicher auch unsere Kollegen in der Verwaltung vom SECO sehr genau drauf schauen, dass das nicht irgendwie zu einem völlig ungerechten Bild führen würde. Dann war selbstverständlich auch der Gastrobereich nicht glücklich über die gestrige Kommunikation. Man muss einfach sagen, wir nehmen das gerne noch einmal in der Verwaltung
ganz genau entgegen, werden auch schauen, was ist überhaupt denkbar, was ist möglich. Aber man muss sich auch bewusst sein, das ist ein sehr schwieriger Bereich. Ich glaube, alle wissen, dass wenn man in einem Restaurant zusammensitzt, das Abstand halten jetzt nicht die erste Priorität hat. Und deshalb muss man wirklich schauen, wie kann man mit dem umgehen? Gibt es Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten? Und es ist, glaube ich, auch, es liegt auf der Hand, dass jetzt das nicht gerade in der ersten Priorität geöffnet wird, weil das einfach wirklich auch sehr schwierig ist. Wir haben ja, als der Bundesrat entschieden hat, dass er schrittweise Maßnahmen ergreift, einmal versucht, die Restaurants offen zu lassen mit einer Beschränkung von 50 Personen pro Restaurant. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also muss man sich einfach bewusst sein, wenn man dort wieder Lockerungen einführen kann, dann wird es mit großen Restriktionen sein und man muss dann ganz genau schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber ich kann Ihnen versichern, wir werden das mit Sicherheit noch einmal ganz genau anschauen. Es ist nicht so, dass das jetzt einfach vom Tisch ist. Dann gab es offenbar auch noch eine relativ Unklarheit von einer Aussage von mir, dass die Kinder wenig oder nicht infiziert werden. Das beruht auf Gesprächen, die ich mit den Infektiologen der Pädiater hatten, also mit den Spezialisten, den Pädiatern, die auch bereits erste Untersuchungen gemacht haben. Und es ist wirklich so, die Kinder sind mit ganz großer Sicherheit nicht die Treiber dieser Epidemie. Selbstverständlich gibt es ab und zu mal Kinder, die infiziert wurden, meistens durch ihre Eltern. Aber es ist auch so, dass wahrscheinlich die allermeisten Kinder gar nicht infiziert werden. Und deshalb ist es, ich glaube, auch völlig verantwortungsbewusst und ein bewusster Entscheid, dass man die Primarschulen dann auch wieder etwas früher öffnet. Und die Kitas, ich erinnere daran, wurden nie geschlossen vom Bund. Der letzte Punkt, der noch ist, das ist die Masken. Und ich glaube, zu den Masken sage ich dann etwas, wenn die obligate Frage zu den Masken kommt. Vielen Dank, Herr Koch. Herr Zürcher. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte 2 Punkte machen. Der erste zur arbeitsmarktlichen Situation und den zweiten Punkt, das ist ein Aspekt zur Umsetzung dieser Transitionsstrategie, nämlich diese Schutzkonzepte. Wir haben schon Dutzende von Anfragen erhalten zu diesem Punkt, der offensichtlich auch noch nicht ganz klar ist. Zuerst die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Wir stellen fest, dass die Kurzarbeit intensivstens genutzt wird und damit auch Entlassungen verhindert werden. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit heute ist nur zu einem geringen Teil auf direkte Entlassungen zurückzuführen. Auch jetzt gelten immer noch normale Kündigungsfristen, ich sage von 3 bis 4 Monaten. Und deshalb ist ein großer Teil des Anstiegs der Arbeitslosigkeit nicht zwingend auf Entlassungen zurückzuführen. Wo ist also das Problem? Wir beobachten seit dem 16. März im Prinzip, seit einem Monat, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um über 30.000, also genau gesagt 33.181 Personen. Und bei der Stellensuche ist es ein Anstieg von 36.584 Personen. Und wir preisen in normalen Zeiten die hohe Dynamik und Fluidität des schweizerischen Arbeitsmarktes. Ich erinnere daran, etwa 750.000 Personen oder Erwerbstätige wechseln im Jahresverlauf ihre Stelle. Viele davon natürlich betriebsintern, aber auch ein großer Teil, der wechselt eben die Branche oder geht in ein anderes Unternehmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, was am 16. März passiert ist, nämlich von einem Tag auf den anderen, ob offiziell bekannt gegeben oder auch inoffiziell praktiziert, einfach ein vollkommener Anstellungsstopp.
Und es rücken hinten nach Jüngere, die in den Arbeitsmarkt kommen. Wir sehen eben, bei der Arbeitslosigkeit sind vor allem Jüngere auch betroffen. Aber es gibt auch Leute, die im Februar oder im Januar ihre Stelle gekündigt hatten, ohne dass sie schon Aussicht hatten auf eine neue Stelle. Und die gibt's jetzt nicht mehr. Und das ist das Problem, weshalb die Arbeitslosigkeit jetzt so rasch zugenommen hat. Also ein kompletter Nachfrageeinbruch und der Arbeitsmarkt ist im Prinzip zum Erliegen gekommen. Wir haben auch schon vor einiger Zeit den Stellensuchenden bzw. Arbeitslosen jetzt eine Auszeit verschafft, in dem Sinne, sie haben ja bis maximal 120 Taggelder länger Zeit. Das ist einfach, dass während dieser Zeit hier, wo eben eine Anstellung praktisch nicht mehr möglich ist, dass es in dieser Zeit nicht zu Aussteuerungen kommt. Ich möchte gleichwohl noch ein paar Bemerkungen zu den aktuellen Zahlen machen. Ich habe gesagt, wir sind am 15. März bei knapp 118.000 Arbeitslosen gewesen. Jetzt sind wir schon bei 151.000. Allerdings hat der Anstieg sich verflacht. Also wir hatten zu Beginn pro Werktag etwa 1800 bis 1900 zusätzliche Arbeitslose. Jetzt ist das gefallen seit etwa 1. April auf noch 1500 pro Werktag. Aber es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation. So etwas haben wir wirklich noch nie gesehen. Auch in schweren Rezessionen nimmt die Arbeitslosigkeit natürlich nicht in dem Ausmaß und so rasch zu. Dann vielleicht noch etwas zu den Kurzarbeitszahlen. Wir haben viele Gesuche, und zwar von 167.238 Unternehmen für 1.760.324 Erwerbstätige. Das sind die Gesuche. Und ich lese oft, dass man sagt, eben 1,76 Millionen Erwerbstätige seien jetzt in Kurzarbeit. Das stimmt natürlich nicht. Die Gesuche werden genehmigt, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, und dann kann ein Unternehmen, wenn es eben ein bewilligtes Gesuch hat, dann auch effektiv seine Mitarbeitenden auf Kurzarbeit setzen. Diese Zahlen, die fehlen uns heute noch. Wir wissen nicht, wie viele Perioden oder Stunden inzwischen abgerechnet worden ist. Dazu braucht es noch ein bisschen Zeit, um dann festzustellen, wie viele Stunden effektiv am Schluss abgerechnet worden sind. Allerdings rechnen wir aufgrund der Erfahrung aus der Finanzmarktkrise 2009, dass dieses Mal sehr viele dieser Gesuche auch tatsächlich genutzt werden und dann auch tatsächlich zu Kurzarbeit führen. Von der Verteilung her im Tessin haben jetzt für 52% der Erwerbstätigen ist ein Gesuch eingereicht worden. Gesamtschweizerisch im Schnitt sind wir jetzt bei über einem Drittel aller Erwerbstätigen, für die ein Gesuch vorliegt, also genau gesagt 34%. Und die meisten Kantone liegen drüber, und jene, die drunter sind, dort ist es so, dass sie möglicherweise in der Gesuchsbehandlung noch einen gewissen Backlog haben, aber überall, bis auf die Ausnahme St. Gallen, sind wir jetzt bei über einem Viertel der Erwerbstätigen, für die bereits ein Kurzarbeitsgesuch eingereicht worden ist. Vielleicht noch von der Branchenverteilung, nicht sehr überraschend, eben Gastgewerbe, Beherbergung und Gastronomie. Rund 3/4 der Erwerbstätigen dort, für die ist ein Gesuch deponiert worden. Kunst, Unterhaltung, Erholung, dann Baugewerbe, Bau, knapp die Hälfte, also 48%. Für 48% der Erwerbstätigen ist ein Gesuch deponiert worden. Dann folgen Instandhaltung, Reparatur von Fahrzeugen, Lagerei, verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen und so weiter. Nicht erstaunlich, sehr unterdurchschnittlich vertreten ist die öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, die sind deutlich untervertreten. Also das vielleicht ein paar Bemerkungen zu den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Ich möchte jetzt noch Ausführungen machen eben zu dieser Umsetzung der Transitionsstrategie, diese begleitenden Schutzkonzepte.
Die vom Bundesrat beschlossene schrittweise Lockerung der Maßnahmen im Hinblick auf eine Normalisierung der allgemeinen Situation muss durch Schutzkonzepte begleitet werden, um eine zu starke Absenkung des Schutzniveaus in der Bevölkerung und dem damit verbundenen Risiko einer erneuten Zunahme der Fallzahlen zu vermeiden. Diese Schutzkonzepte sollen sowohl den Schutz der im Betrieb tätigen Personen, also zum Beispiel das Verkaufspersonal, als auch den Schutz der Dienstleistungsempfänger, in dem Sinne den Kunden, gewährleisten. Und für die Festlegung der jeweiligen Schutzkonzepte werden zuerst die Vorgaben bezüglich der öffentlichen Gesundheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz festgelegt und das zusammen, das BAG und das SECO. Und das wird dann publiziert in Form von Standards und so zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung für die Ausarbeitung der Detailkonzepte und deren Umsetzung liegt bei den Betrieben, die nach Möglichkeit natürlich auch durch die verschiedenen Branchenverbände unterstützt werden können und bei Bedarf sogar Fachspezialisten beiziehen können. Anschließend wird die konkrete Umsetzung durch die Kantone kontrolliert. Es findet keine vorgängige Genehmigung von Schutzkonzepten statt, weder von Branchenkonzepten noch von Betriebskonzepten. Das ist nicht die Aufgabe des BAG und des SECO, sondern man bleibt hier in der Logik des Arbeitsgesetzes und man vertraut den Arbeitgebenden, basierend auf ihrer Fürsorgepflicht, die sie haben, dass sie eben solche Schutzkonzepte auch umsetzen können. Und dann wird durch die kantonalen Arbeitsinspektorate, zumindest was den Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz angeht, wird kontrolliert. Das Instrument des Schutzkonzepts wurde spezifisch jetzt hier im Notrecht verankert, im Hinblick eben auf die Umsetzung der Transitionsstrategie. Das ist dieser Artikel 6a der Covid-Verordnung. Die für den Arbeitnehmerschutz zu ergreifenden Maßnahmen sind durch das Arbeitsgesetz abgestützt, welches auch die Rollen klar definiert. Die primäre Verantwortung, ich habe es schon gesagt, obliegt dem Arbeitgeber. Das ist analog der Verantwortung, die im Arbeitsgesetz im Artikel 6 festgehalten wird, und die Aufsicht, die erfolgt dann durch die kantonalen Arbeitsinspektorate. Die Arbeitnehmenden und die Arbeitnehmervertretungen im Betrieb werden angehört. Das ist auch basierend auf dem Arbeitsgesetz, nämlich Artikel 48, wo die Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmenden festgehalten ist. Das SECO für den Aspekt des Arbeitnehmerschutzes und das BAG für den Aspekt des Schutzes der Bevölkerung erarbeiten nun gemeinsam Grundregeln und Vorgaben für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen. Und diese Regeln werden gemäß den in der Covid-Verordnung aufgezählten Tätigkeitsarten strukturiert und dann publiziert. Entsprechende Modelle werden jetzt erarbeitet und Sie können damit rechnen, dass die ersten solchen Modelle für die ersten Tätigkeiten, die jetzt dann auch geöffnet werden, Anfang nächster Woche veröffentlicht werden. Und die Branchenorganisationen der Arbeitgeber werden selbstverständlich auch aufgefordert, Umsetzungsmodelle für ihre Mitglieder zu entwickeln, damit die einzelnen Betriebe die Anforderungen leichter umsetzen können. Unternehmen, die aber nicht Mitglied einer Branchenorganisation sind oder wo es eben keine solche Organisation gibt, können ihr eigenes Umsetzungskonzept ausarbeiten und sich dabei auf das zu ihrer Tätigkeitsart dann passende Modell, das zur Verfügung gestellt wird, abstützen. Wir empfehlen den Kantonen ganz klar zu definieren, welche Dienste für diese Kontrollen dann am Schluss zuständig sind. Was den Arbeitnehmerschutz anbelangt, ist die Zuständigkeit durch das Arbeitsgesetz beim kantonalen Arbeitsinspektorat festgelegt. Bei anderen Aspekten unterscheidet sich die Situation möglicherweise von Kanton zu Kanton, sei es die Gewerbepolizei, kantonaler Sanitätsdienst oder solche Institutionen. Es ist auch sinnvoll, die verschiedenen Dienststellen dazu zu verpflichten, sich dann auch gegenseitig auszutauschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Zürcher. Herr Hübschi. Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde etwas zur Berufsbildung sagen. In der Berufsbildung beschäftigen uns im Zusammenhang mit der Krise zwei große Themen. Sie lassen sich zusammenfassen mit Lehrabschluss und Lehrbeginn.
Es dreht sich alles etwas um diesen Sommer. Und gestern hat der Bundesrat eine Verordnung erlassen, welche den Teil Lehrabschluss regelt. Wir sprechen hier von den Qualifikationsverfahren oder umgangssprachlich von den Lehrabschlussprüfungen. Wir haben rund 75.000 junge Frauen und Männer, die vor dem Lehrabschluss stehen. Normalerweise findet das in 230 verschiedenen beruflichen Grundbildungen, auch auf 230 unterschiedliche Formen statt. Die Berufsbildung ist spezifisch in dem Sinn, dass sie etwa im Unterschied zu vollschulischen Angeboten sich eben dual abspielt, das heißt auch im Betrieb stattfindet und entsprechend finden die Qualifikationsverfahren auch an verschiedenen Orten statt. Das hat dazu geführt, dass man jetzt entscheiden musste, damit das bis diesen Sommer klappt. Der Bundesrat sieht in seiner Verordnung 3 Varianten vor und jeder der 230 verschiedenen beruflichen Grundbildungen muss sich jetzt für eine dieser 230 Varianten entscheiden. Variante 1 ist mit einer praktischen Prüfung im Betrieb. Variante 2 ist mit einer praktischen Prüfung zentral in einem Prüfungszentrum, in einem überbetrieblichen Kurszentrum. Und Variante 3 ist ein Verzicht auf praktische Prüfungen. Für alle 3 Varianten gilt, dass die schulischen Prüfungen nicht stattfinden, sondern auf Erfahrungsnoten abgestellt wird. Wir haben seit gestern jetzt bereits diverse Eingaben und es finden in allen Varianten finden sich jetzt Berufe und das Bild, das sich jetzt etwas abzeichnet, ist nicht überraschend. Die Praxis ist vor allem im gewerblich-industriellen Bereich, handwerklichen Bereich sehr wichtig. Dort holen sich die Lernenden den Schliff, wenn ich das so sagen kann, für den Arbeitsmarkt. Entsprechend sehen wir jetzt auch, dass sich diese Berufe in der Variante 1 oder in der Variante 2 befinden. In der Variante 3 sehen wir jetzt, sind vor allem wissenslastige oder theoretische Prüfungen, die weniger auf die Praxis abstellen. Ich nenne hier als Beispiel die kaufmännische Grundbildung, Kauffrau, Kaufmann, welche sich in diese Varianten bewegen werden. Das Ganze muss diesen Monat jetzt entschieden werden. Also bis Ende April muss für jeden Beruf klar sein, welche Variante er wählt. Wir sind im Moment im fachlichen Prozess, das heißt, die Organisationen der Wirtschaft sind am Zug, zusammen mit den kantonalen Fachexperten. Es wird eine zweite Schlaufe geben mit den einzelnen Kantonen, welche dann Ausnahmeanträge stellen können für ihr Kantonsgebiet, wenn sie spezifisch von der gegenwärtigen Krise betroffen sind. Das zweite große Thema ist Lehrbeginn. Wir haben jedes Jahr gut 100.000 Schülerinnen und Schüler, die eine Anschlusslösung suchen. Rund 2/3 davon beginnen in der beruflichen Grundbildung und die Rekrutierungsphase ist eigentlich jetzt schon am Laufen. Wir monitoren das zusammen mit den Kantonen wöchentlich. Wir sehen jetzt, die Zahlen sind rückläufig, also die Lehrvertragsabschlüsse sind rückläufig. Das überrascht nicht. Im Moment sind gewisse Betriebe geschlossen oder haben andere Prioritäten. Wir werden das weiterhin wöchentlich monitoren und sind eigentlich daran, dann für den Sommer je nach Szenario Maßnahmen vorzubereiten. Das könnte zum Beispiel sein, dass man zeitliche Fristerstreckungen macht, damit sich, ich sage jetzt, der Lehrstellenmarkt etwas mehr Zeit hat, für diese Vertragsparteien sich zu finden. Das kann auch sein, ich erinnere an die Lehrstellenbeschlüsse anfangs der Nullerjahre, dass hier gewisse Auffangtatbestände gemacht werden müssen, kantonal. Zuvorderst stehen hier die Angebote, die Brückenangebote, also quasi, dass die Jugendlichen noch eine Schlaufe machen, bevor sie dann eine Lehre beginnen können. Vielen Dank, Herr Hübschi. Herr Fluri. Ja, sehr geehrte Anwesende, ich möchte Ihnen ein kurzes Update zum Einsatz des Zivilschutzes geben in der ganzen Schweiz. Es sind mittlerweile einige Wochen, in denen der Zivilschutz im Rahmen der Corona-Krise im Einsatz steht. Diese Woche sind es in der ganzen Schweiz rund 5.800 Zivilschutzangehörige. In der Woche vor Ostern, also letzter Woche, waren es rund 6.100. Das Schwergewicht der Einsätze liegt nach wie vor in der Westschweiz, aber auch in allen anderen Kantonen sind Zivilschutzangehörige im Einsatz, größere Kontingente vor allem in den Kantonen Basel-Land und Zürich. Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Regionen in der Schweiz. Es waren in der Westschweiz oder Swiss Latin, eingeschlossen Tessin, in diesen beiden Wochen zwischen 3.200 und 3.400.
in der Nordwestschweiz zwischen 1200 und 1300, in der Ostschweiz in beiden Wochen rund 1300 und in der Zentral- und Innerschweiz rund 100 bis 130. Die Zivilschutzangehörigen werden nach wie vor je nach Bedarf und der zu erfüllenden Aufträge aufgeboten und eingesetzt. Als Mittel der Kantone kommt der Zivilschutz subsidiär zum Zug. Das heißt, wenn ein Unterstützungsbedarf wirklich ausgewiesen ist und nicht durch andere personelle Ressourcen gedeckt werden kann. Damit dies möglichst reibungslos abläuft, ist hinter den Kulissen in den Kantonen enorm viel planerische und organisatorische Arbeit notwendig. Das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Es geht darum, Unterstützungsbegehren, woher auch immer, zu prüfen, zu beurteilen, zu priorisieren und Einsatz- und Personalplanungen zu erstellen für kurze oder längerfristige Einsätze. Ziel ist und bleibt es, dass immer genügend Zivilschutzangehörige mit der erforderlichen Ausbildung und Funktion zum richtigen Zeitpunkt am Einsatzort zu haben, zudem auch für die nötige Ausrüstung wie Material oder Fahrzeuge für Transportaufgaben zu sorgen. Zudem, das hat sich auch gezeigt, muss immer wieder rasch auf kurzfristige Veränderungen reagiert werden. So wurden bisher in der ganzen Schweiz vom Zivilschutz Hunderte von kleineren und größeren Einsätzen geleistet. Allein in den besonders von der Corona-Krise betroffenen Kantonen Waadt und Genf sind es bereits über 500 solche Unterstützungseinsätze. Beim Aufgebot des Zivilschutzes geht es immer auch darum, und dessen sind sich die Verantwortlichen bewusst, die Gesamtlage im Auge zu behalten. So muss einerseits die Unterstützung durch den Zivilschutz sichergestellt werden, umgekehrt aber auf die personellen Bedürfnisse von systemrelevanten oder kritischen Betrieben, die für die Versorgung der Bevölkerung sehr wichtig sind, Rücksicht genommen werden. Wenn ich die letzten Wochen anschaue, ist dieser Balanceakt mittlerweile sehr gut eingeschliffen und gelingt. Auch die Motivation der eingesetzten Zivilschutzangehörigen ist gut. Vielerorts melden sich auch Zivilschutzangehörige, die freiwillig Dienst leisten wollen. Nach wie vor ist im Fokus des Einsatzes das Gesundheitswesen und seine Institutionen. Große Nachfrage besteht insbesondere bei Alters- und Pflegeheimen, wo Zivilschutzangehörige das Personal bei einem ausgewiesenen Bedarf, beispielsweise bei Mehrarbeit oder ausgefallenem Personal, in vielfältiger Art und Weise entlasten. So kommt es durchaus vor, dass ein Zivilschutzpionier beispielsweise nicht, wie etwa nach einem Unwetter, mit schwerem Gerät und Baumaschinen in Einsatz steht, sondern den Job als Hauswart übernimmt und mit Reinigungsgeräten hantiert. Oder ein Zivilschutzbetreuer neben Betreuungsaufgaben auch die Wäschemaschine in der Lingerie bedient. Ja, unspektakuläre Einsätze, die aber umgekehrt vom Personal und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime äußerst geschätzt werden. Bei vielen Unterstützungseinsätzen kann der milizmäßig organisierte Zivilschutz auch auf die beruflichen Kenntnisse seiner Angehörigen zurückgreifen und zählen. Und umgekehrt nehmen diese in ihren Einsätzen viele wertvolle persönliche Erfahrungen mit nach Hause und ihr Alltagsleben. Ich meine, beides gehört zweifellos zu den Stärken unseres Milizsystems. Danke. Vielen Dank, Herr Fluri. Dann nehmen wir jetzt gerne Ihre Fragen entgegen. Wer möchte die erste Frage stellen? Herr Gesser. Monsieur Koch, sur votre déclaration Herr Koch, d'hier et vos précisions zu Ihrer d'aujourd'hui sur Erklärung von les gestern enfants. und den Präzisierungen heute zu den Kindern. Wenn Sie da vielleicht genauer sagen könnten, früher hat man sich auf diese europäische Studie bezogen, um die Schulen zu schließen. Bedeutet dies, dass Sie diese Studie heute für überholt halten? Oder stimmen die Ergebnisse nicht angesichts der Kenntnisse, die man heute über das Virus hat? Praktische Frage, wenn die Kinder weder Träger noch Vektor der Krankheit sind, können Sie dann nicht zu den Großeltern?
Also, ich fange mit dem zweiten Teil an. Nein, wir empfehlen nicht, kleine Kinder wieder zu ihren Großeltern zu lassen, weil es eben doch immer Kinder gibt, die infiziert sein können. Und das wissen sie nicht im Voraus. Sie können nicht 100% sicher sein, dass keine Übertragung stattfindet. Das ist das eine. Heute basieren wir uns eben auf den Erkenntnissen der pädiatrischen Infektiologen, die zunächst mal festgestellt haben, dass Kinder nicht krank werden. Wenn sie krank werden, dann sehr selten. Und meistens werden sie von ihren Eltern angesteckt und nicht umgekehrt. Und die meisten Kinder werden eben nicht angesteckt. Und das sind eben diese neuen Kenntnisse, weil neue Kenntnisse eben immer auftauchen. Und darauf habe ich mich gestern bezogen. Das hat meine Aussage begründet. Trotzdem noch einmal eine Nachfrage zu dieser Frage, Kinderfrage. Sie kommt aus der Wissenschaftsredaktion, die ein bisschen in die Literatur gestiegen ist und nachgeschaut hat. Es gibt offenbar in der Literatur nichts. Sind das in dem Fall empirische Daten, die Sie hier verwenden, die Sie zu dieser Aussage bringen? Nein, es sind nicht empirische Daten, sondern es sind die Erkenntnisse, die mir die infektiologischen Kinderärzte durchgegeben haben bei persönlichen Gesprächen, und ich kann Sie versichern, das sind die Professorinnen und Professoren, die Studien in diesem Bereich durchführen. Also es ist sicher noch nichts veröffentlicht, und wann das veröffentlicht wird, weiß ich nicht. Frau Gaduf. Auch eine Frage an Herrn Koch, und zwar zur Risikogruppe. Die sind jetzt zum Teil seit Wochen zu Hause, quasi isoliert. Wann gibt es für diese Personen eine Perspektive, dass sie wieder rausgehen können, ohne Angst zu haben? Also dazu vielleicht zwei Bemerkungen. Erstens mal, all diese Risikogruppen, also die über 65-Jährigen, die zu Hause sich jetzt isoliert haben, da werden wir nach wie vor die Empfehlung haben, dass sie möglichst jedes Ansteckungsrisiko vermeiden. Und das besteht natürlich, wenn sie sich im öffentlichen Raum aufhalten. Selbstverständlich sollen sie sich bewegen, sie sollen selbstverständlich auch Sport betreiben, so gut das geht, besser zu Hause als draußen. Aber gegen einen Spaziergang rund um den Block ist wirklich nichts einzuwenden. Die Risikogruppen, die in den Altersheimen und den Pflegeheimen sind, die beschäftigen nicht nur uns, sondern auch die Kantone natürlich ganz speziell, weil dort das Risiko einfach extrem hoch ist. Dort gibt es auch kein Verbot, sondern dort gibt es Empfehlungen von unserer Seite. Und wir werden sicher diese Empfehlungen mit den Kantonen noch einmal schauen, ist es möglich, dass in einzelnen Kantonen, wo das Risiko sehr viel kleiner ist, die Besuchsempfehlungen gelockert werden, oder gibt es Schutzmaßnahmen, wo man sagen könnte, okay, unter gewissen Umständen sind auch die Besuche wieder möglich. Es ist uns ein Anliegen, weil wir sind uns sehr bewusst, dass diese Gruppe sehr stark unter den Maßnahmen leidet, und es ist ja auch diese Gruppe, die wir schützen wollen, aber wir wollen sie natürlich nicht zusätzlichen Gesundheitsrisiken aussetzen. Herr Nufer. Ich hätte eine Frage an Herrn Koch auch. Bundesrat Berset hat gestern gesagt oder zumindest durchblicken lassen, dass eben die Kantone entgegen dem Pandemieplan nicht dafür gesorgt haben, dass es genügend Masken gibt. Es gab ja auch diesen Bericht Zeltner, der schon lange eben diese Missstände irgendwie aufgelistet hat. Ist da der Bund und das BAG damit nicht auch mitverantwortlich, dass es da einen Maskenengpass gibt? Das wäre jetzt die Maskenfrage. Also, dass es vielleicht einen Maskenengpass gegeben hat. Es sollte jetzt keinen Maskenengpass mehr geben. Ja, ich denke, es sind immer alle mitverantwortlich. Also es gab auch eine Empfehlung, dass die Privathaushalte einen kleinen Stock an Masken hatten. Den hatte offenbar auch nicht sehr viel. Also da können wir vielleicht uns alle an der Nase nehmen. Aber ich glaube, man hat es auch nicht so sehen kommen. Niemand hat vorhergesehen, dass eine solche Epidemie mit genau diesen spezifischen Anforderungen auf die Welt zukommt, und dass dann gerade die Masken das große Problem werden und diese Epidemie gerade in Asien beginnt, wo eben die Masken hergestellt werden. Also ich glaube,
dann nützt der Rückblick nicht viel. Man wird es sicher in Zukunft besser machen. Im Moment ist es aber so, dass es im Moment eigentlich auch von Bundesheerseite genügend Masken haben sollte. Laut meiner Informationen sind im Moment 20 Millionen beim Bund. Es werden bis zu 100 Millionen Masken erwartet bis Ende April. Und wie der Bundesrat ja gestern erklärt hat, ist das subsidiär auch gedacht für den privaten Bereich, also für die Branchen. Es ist aber subsidiär, also die Branchen und der Detailhandel sind jetzt auch aufgefordert, sich wieder Masken zu beschaffen. Und zwar im großen Maß. Der Bund wird weiterhin sich anstrengen, aber der Bund hat nicht geplant, für die ganze Bevölkerung für jede Zeit genügend Masken an Lager zu haben. Das ist wirklich eine subsidiäre Beschaffung, es ist auch subsidiär gedacht und wir gehen davon aus, dass auch weltweit der Markt dann wieder genügend Masken hergibt, damit auch der Detailhandel und die Branchen sich diese Masken besorgen können. Herr Moser? Ja, ich habe eine Frage an Herrn Fluri. Er hat ja vorhin ausgeführt, wie der Zivilschutz da in den Altersheimen da hilft. Das ist sehr löblich, aber ich frage mich, haben die denn so viel Mehrarbeit? Die schweren Fälle begehen doch in den Spitälern. Das ist ein Teil so, aber in den Altersheimen hat es, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr viele Ausfälle gegeben beim Personal selber. Auch bei Funktionen, die rundherum in diesem Altersheim, also nicht direkt in der Pflege tätig sind. Und es geht vor allem darum, auch bei Mehrarbeit, die sie haben, diese Alters- und Pflegeheime zu unterstützen. Inwiefern? Nur wegen den Ausfällen haben die Mehrarbeit oder gibt es denn da sonst Mehrarbeit, wo die haben? Also diese Begehren, die werden jeweils geprüft und angeschaut. Also ich kann hier nur sagen, ich kenne die Einzelfälle nicht, dass es tatsächlich so ist, sonst wäre das nicht so gefordert. Herr Fellmann? Auch eine Frage an Herrn Fluri im gleichen Kontext. Es haben ja einige Spitäler Kurzarbeit beantragt und in vielen Spitälern sind auch Zivilschützer unterstützend tätig oder um die Spitäler. Werden da Kurzarbeitsspitäler ausgeschlossen von der Hilfe durch den Zivilschutz oder wie wird da sichergestellt, dass nicht Aufgaben von Personal auf den Zivilschutz ausgelagert werden? Das ist eine gute Frage. Bei jenen Spitälern, die zurzeit nicht ausgelastet sind, hat es sicher keine Zivilschützer, weil die sind dort gar nicht notwendig, sondern sie sind dort eingesetzt, wo wirklich viel Betrieb herrscht im Rahmen dieser Corona-Krise. Und es sind vor allem Aufgaben, die sie vor dem Spital wahrnehmen, wie die Triage und zu schauen, dass da niemand unkontrolliert einfach in den Spital hineinläuft. Also darauf wird schon geschaut, ja. Frau Faki? Ja, ich habe eine Frage zu den Schutzkonzepten. Herr Zürcher, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann werden Sie, das SECO, gemeinsam mit dem BAG Modelle ausarbeiten für einzelne Branchen. Meine Frage scheint ein bisschen, also wie konkret ist das denn? Also ich überlege mir gerade die Coiffeuse, die am 27. aufmacht. Werden die Modelle so sein, dass Sie sagen müssen, Sie müssen die Arbeitnehmer und die Kunden schützen? Das weiß die Coiffeuse, glaube ich, heute schon. Und die Frage ist ja, wie sie das macht. Und da scheint es ja so zu sein, dass Sie sagen, das muss sie selber wissen, durch Unterstützung durch ihren Verband. Aber ob das dann genügt oder nicht, der genügende Schutz ist oder nicht, das müssen Sie ja dann eigentlich gemeinsam festlegen mit dem BAG. Und dann die zweite Frage dazu. Offensichtlich hat die Gastrobranche bereits ein Schutzkonzept eingereicht. Meine Frage, war das nicht ausreichend gut genug, weil das ist sozusagen nicht berücksichtigt wurde. Jedenfalls ist das der Vorwurf aus der Branche. Gut, also vielleicht die zweite Frage zuerst. Ich habe es ausdrücklich gesagt und ich sage es jetzt noch einmal ganz ausdrücklich. Der Bund wird keine Branchenkonzepte bewilligen und deshalb kann ein Konzept auch nicht ausreichend oder nicht ausreichend sein. Der Bund wird das nicht machen. Im Arbeitsgesetz ist es klar, im Artikel 6 bei der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers steht, er muss alles Mögliche, technisch Machbare unternehmen, um eben den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeitenden gewährleisten zu können. Und das ist hier die ähnliche Situation.
Jetzt, was die Coiffeure angeht, ich habe gestern ein so dickes Konzept, ich glaube vom Coiffeurmeisterverband, zugestellt erhalten, das sie jetzt ihren Mitgliedern zustellen. Dort ist drin von Schutzmaske über Schutzbrille, irgendwie eine Bluse, dann natürlich die Werkzeuge, dass die sauber gehalten werden und so weiter. All das ist detailliert, oder? Und letztlich gelten dann die Vorschriften oder die Empfehlungen des BAG, also eben, dass eben Übertragungen, Infektionen hier vermieden werden können. Also ich plädiere hier schon auch für gesunden Menschenverstand. Wir werden 4, 5 solche Konzepte, Grundlagen mal bereitstellen, also zum Beispiel für personenbezogene Dienstleistungen, also eben alle die Dienstleistungen, wo Personenkontakte auch tatsächlich stattfinden. Da kann ich mir vorstellen, da sind dann Handschuhe drin, Maske und so weiter. Dann wird sicher eben für die Gastrobranche wird auch eine Grundlage erarbeitet werden. Aber es ist undenkbar, dass wir für jede denkbare Tätigkeit ein detailliertes Konzept erarbeiten, das dann die Firma einfach nehmen kann und anwenden kann. Aber vielleicht will Herr Koch hier noch etwas ergänzen. Das ist ein Joint Venture, sage ich mal, zwischen dem SECO, den Arbeitsbedingungen und dem BAG, eben was die epidemiologische Sicht ist. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, es ist relativ einfach, es ist nicht so kompliziert. Der Bund wird Grobkonzepte erarbeiten, das heißt im Groben sagen, für eine Tätigkeit in diesem Bereich braucht es das und das und das. Dann sollen die Branchen Feinkonzepte erarbeiten, die Grobkonzepte berücksichtigen. Also sie dürfen nicht etwas machen, das dann völlig widersprüchlich wäre zum Grobkonzept. Und dann wird das Ganze durch den einzelnen Betrieb implementiert und durch die Kantone kontrolliert. Herr Stoney. Vielleicht eine Anschlussfrage, Herr Koch. Diese Schutzkonzepte, Sie haben gesagt, oder Herr Zürcher hat gesagt, vielleicht wird es für einen Sektor dann zu einer Maskenpflicht oder Maskentragpflicht kommen. Hier wurde mehrmals gesagt, dass Masken einen falschen Sicherheitsgefühl geben, wenn man sie nicht richtig und professionell braucht. Also sind da Schulungen für Coiffeuren vorgesehen, wie man richtig mit diesem Material umgeht? Und vielleicht noch eine Anschlussfrage. Wenn es jetzt obligatorisch wird für gewisse Branchen, müssen sich trotzdem diese Branchen selber um die Masken kümmern oder können sie da auf den Bund gehen? Ja, vielen Dank für diese Fragen. Wir werden am Montag spätestens, oder dann Dienstag, einen Film präsentieren, wo gezeigt wird, wie man korrekt eine Hygienemaske benutzt. Selbstverständlich dürfen dann alle dies anschauen und damit üben. Das ist so schwierig ist es nicht, aber wenn sie falsch benutzt werden, dann nützen sie wirklich nichts, dann sind sie eher gefährlich. Dann das Zweite ist, die Branchen sind dann verantwortlich, wenn in ihrem Schutzkonzept steht, dass es eben eine Maskenpflicht gibt, zu schauen, dass sie die Masken haben. Sie können aber jetzt in einer ersten Phase sicher subsidiär beim Bund solche Masken einmal beantragen. Über das genaue Vorgehen also wie es im Praktischen aussieht, das ist noch nicht geklärt. Aber Sie können auf jeden Fall dann subsidiär sagen, zum Beispiel die Coiffeure, wir haben jetzt wirklich gar keine auf dem Markt in genügender Zahl, kann der Bund Ihnen eine gewisse Anzahl zur Verfügung stellen. Es ist subsidiär. Frau de Gott. Eine Frage an Herrn Koch von unseren wissenschaftlichen Leuten zu den Kindern.
Es ist eine Frage wie folgt. Gibt es bereits Testmuster für Serologietests für Kinder? Das ist die erste Frage. Zweite Frage. Wie viele Tests, die an Kindern gemacht wurden, wurden seit Beginn der Epidemie positiv ausgefallen? Also wie viele sind positiv ausgefallen? Ja, es wurden Tests gemacht von Fachleuten, von pädiatrischen Infektiologen, und die haben uns deshalb auch gesagt, dass sie dieses neue Wissen haben, dass also Kinder sehr selten infiziert werden. Wie viele Kinder betroffen sind, wollten Sie wissen? Positiv getestet wurden, ja. Das kann ich Ihnen liefern, aber ich habe die Zahlen nicht dabei. Aber ich kann es nachliefern. Frau Nowak. Eine ganz andere Frage an Herrn Koch. Haben Sie jetzt nach über einem Monat Lockdown Erkenntnisse darüber, wie stark die Dienstleistungen von Psychiatern nachgefragt wurden oder werden in der Bevölkerung? Ob das zugenommen hat, wie weit das die Leute vielleicht psychisch leiden? Nein, wir haben keine, also ich habe keine Kenntnis dazu. Ich nehme auch an, dass das ein bisschen schwierig ist zu erheben, gerade weil die psychiatrischen Dienste ja sehr viel in dieser Zeit per Telefon konsultiert haben. Aber ich kann einmal nachfragen, ob es irgendwo Zahlen dazu gibt. Ich zweifle, aber ich frage einmal nach. Herr Jubin. Noch eine Frage an Herrn Koch zu den Kindern und dem Wiederbeginn der Schulen. Man hat schon oft gesagt, dass die Lehrer, die Schuldirektoren und die Gewerkschaften sich fragen, wie da Schutzmaßnahmen möglich ist. Aber eigentlich brauchen sie das gar nicht, wenn sich die Kinder nicht anstecken können. Oder ist das eine falsche Frage? Kann man die Kinder einfach in die Schule schicken ohne besonderes Schutzkonzept, außer vielleicht für die Lehrer? Also was die Schulen angeht, auch die Primarschulen, haben wir ebenfalls ein Schutzkonzept ausgearbeitet. Hierzu muss man auch wissen, dass die Kinder ja sehr zahlreich sind. Also von 0 bis 12 Jahren werden die Kinder als Schüler bezeichnet. Und da gibt es sicherlich große Unterschiede bereits in der Anzahl angesteckter Kinder und in der Anzahl derer, die die Krankheit übertragen können. Deshalb brauchen wir ein besonderes Schutzkonzept für die Schulen. Ich werde nun 2 telefonische Anfragen von Journalisten entgegennehmen. Zuerst von La Liberté, von Herrn Bügler. Bonjour. Guten Tag. Eine Frage zum Tracing. Wird das möglich sein ab dem 27. April und wenn ja, mit welcher Technologie, die durch welches Unternehmen hergestellt wurde? Dann noch eine Frage. Es gibt ja ein europäisches Projekt und da gibt es Sorgen. Dazu teilt der Bund diese Sorgen. Danke. Nein, es ist nichts vorgesehen für den 27. April. Sobald es eine App geben wird auf dem Markt, dann werden wir die anschauen oder diese anschauen, prüfen. Und zur Frage von Herrn Salaté, da denke ich, fragen Sie ihn doch selbst. Ich weiß davon nichts. Ich weiß, dass er da weg ist, aber ich weiß nicht warum. Dann nehme ich noch eine Anfrage entgegen von Herrn Burkhardt von Radio SRF. Ja, besten Dank. Ich hätte 2 Fragen an Herrn Koch. Zuerst zu den Musikfestivals. Es gibt jetzt Absagen von Montreux und Paléo. Und der Bund hat aber gestern noch offen gelassen, wie er umgehen möchte mit Großveranstaltungen. Und das ist die Frage, wieso eigentlich? Also glaubt man ernsthaft, dass man diesen Sommer noch Festivals durchführen kann? Und die zweite Frage, die handelt sich um die eidgenössische Pandemiekommission. Die hat ja eigentlich auch eine beratende Funktion, aber offenbar hat laut Aussagen der Kommission das BAG auf diese Beratung der Kommission verzichtet im Corona-Fall. Da würde uns interessieren, weshalb. Ja, vielen Dank. Mit einzelnen Mitgliedern der Eidgenössischen Pandemiekommission sind wir durchaus in Kontakt. Als Kommission, das stimmt, wurde sie nicht einberufen, aus dem einfachen Grund, weil es bereits mehrere andere Kommissionen gibt, die parallel sind. Ich glaube, nach der Krise muss man dann einmal gesamthaft schauen, welche
Gremien wie gut funktioniert haben und was für die Zukunft erarbeitet werden soll. Es ist aber in keiner Weise eine Abwertung der Pandemiekommission damit verbunden. Die erste Frage war die wegen den Festivals. Es ist mit Sicherheit nicht möglich, irgendetwas Verlässliches zur Situation in 3 Monaten zu sagen. Das wäre wirklich unseriös. Deshalb hat auch der Bundesrat gesagt, er wird sich dieser Frage noch einmal annehmen und noch einmal schauen, was man vorhersagen kann. Wir sind uns natürlich bewusst, dass es für die Großveranstalter, die normalerweise auf ein Jahr vorher planen, eine sehr unangenehme und sehr schwierige Situation ist und dass die jetzt keine Planungssicherheit haben, das verstehen wir und deshalb ist auch für uns völlig nachvollziehbar, wenn die sagen, okay, wir ziehen jetzt die Reißleine und sagen ab. Es ist einfach aus epidemiologischer Sicht unseriös, wenn wir versuchen würden, jetzt eine Vorhersage zu machen und vorherzusagen, in welche Richtung auch immer, wie es dann in 3 Monaten aussehen wird. Herr Nufer? Ich hätte auch noch eine Frage zur Klärung an Herrn Koch, was Sie vorhin gesagt haben, eben ganz konkret. Es gibt eine Ungleichbehandlung zwischen eben die Großen, sagen wir mal Migros und Coop, die eben jetzt Lebensmittel verkaufen können und so wie man verstanden hat, jetzt künftig dann wieder alles. Und Sie sagen vorhin eben nicht. Und die Kleinen, die jetzt geschlossen sind, eben nicht. Was genau dürfen die neu verkaufen? Die Großen, bleibt es wie es ist? Oder ist da mehr möglich? Da gibt es immer noch Klärungsbedarf. Ja, das stimmt und diese Klärung wird in der Verordnung dann geklärt. Also in der Erläuterung zur Verordnung wird das geklärt, wie bisher immer. Vielleicht will Herr Zürcher dazu auch noch etwas sagen, aber das ist wirklich in der Erläuterung wird das geklärt. Es ist nicht so, dass die jetzt einfach dann alles verkaufen dürfen. Ja, vielleicht nur, oder? Also die Frage der Wettbewerbsverzerrungen, das ist eine wichtige Frage, die hat uns bisher auch schon beschäftigt. Wir wurden von einzelnen Sozialpartnern und Branchen schon angegangen, oder dafür zu sorgen, dass in den Kantonen auch einheitlicher vollzogen wird. Und diese Frage stellt sich jetzt erneut und eben, wie Herr Koch gesagt hat, das ist noch in Ausarbeitung. Bevor die Öffnung dann effektiv stattfindet, hoffen wir, dass diese Klärung erfolgen kann. Ja? Herr Moser? Ja, ich habe eine Anschlussfrage daran an Herrn Zürcher. Die Liste, wo gestern der Bundesrat, also die Liste, die paar Betriebe, wo er da aufgeführt war, ist das abschließend oder gibt es da noch eine Liste, welche Betriebe das offen halten kann, in welchen Bedingungen? Ich vermute, das ist so, aber das wissen Sie vielleicht besser. Ich vermute, das ist so wie damals, wo man gesagt hat, die und die Betriebe, das war ja auch nicht ganz haarscharf abgrenzbar, was jetzt dazugehört. Aber ich glaube, das ist schon die Liste, wo die wesentlichen Unternehmen drauf sind, ja. Aber ganz klar kann ich das nicht sagen, aber ich kann das abchecken lassen. Frau Faki? Ich habe dazu eine Anschlussfrage. Ich bin nicht sicher, ob die Liste schon irgendwo in der Verordnung publiziert ist. Ich muss zugeben, ich habe sie nicht angeguckt, aber Reisebüros, Fahrschulen, Musikschulen, sind das personenbezogene Dienstleister oder nicht? Ich hätte eher gedacht, personenbezogene Dienstleistungen sind eben beispielsweise Kosmetik, Coiffeur, Massage, all die Dinge. Und ein Reisebüro ist selbstverständlich eben personenbezogen, aber nicht in dem Sinne, oder? Ich weiß nicht, vielleicht. Also diese Fragen, die kommen auf den 11. Mai, also gerade was Fahrschulen, Musikschulen, ich nehme jetzt an auch Reisebüros, wobei ich jetzt nicht denke, dass die überlastet sind. Also diese Fragen kommen auf den 11. Nein, die personenbezogenen, das sind wirklich Coiffeure, Tattoos und solche Studios, wo es 1:1 personenbezogen Körperkontakt gibt. Herr Fellmann?
Eine Frage an Herrn Koch. Sie haben jetzt mehrfach präzisiert, was die Kinder zum Beispiel angeht. Sind Sie überrascht, dass Ihre Worte derzeit auf die Goldwaage gelegt werden wie die eines Zentralbankers? Nein, ich bin nicht überrascht, aber ich bin wirklich froh, dass ich nicht Zentralbanker bin. Herr Nufer? Ich möchte noch einmal nachfragen. Wir haben auch sehr viele Zuschriften von Leuten bei uns und da wurde auch gefragt von Schuhmachern, ist das eine personenbezogene Dienstleistung oder nicht? Nein, eben. Also personenbezogen im Verständnis, wie es jetzt hier ist, wo es Körperkontakt gibt, direkt, oder? Herr Storni? Ich hätte eine Frage an Herrn Bock. Darf man auch Fragen stellen den Leuten, die in der ersten Reihe Auf jeden sind? Seit gestern gelten klarere Regeln an der Grenze betreffend Buße für Leute, die das Land verlassen, wieder zurückkommen. Jetzt dürfen getrennte Paare, die Kinder im Ausland haben, diese Kinder besuchen. Vorher gab es Meldungen, dass es Buße gegeben hat für solche Fälle. Auf welcher gesetzlichen Grundlage hat man vorher diese Bußen gegeben, weil in der Covid-Verordnung, da stehen nur Gründe, weshalb man in die Schweiz einreisen darf. Es steht nichts von Verbote. Ja, die gesetzliche Grundlage ist Artikel 127 des Zollgesetzes. Verboten oder gebüßt wurde nicht der Tatbestand des Besuchens, sondern es ging darum, dass die Grenzschutzorgane in dieser Zeit, wo der Grenzübertritt limitiert ist, wo Grenzübergänge geschlossen sind, nicht überbeansprucht werden. Und das Zollgesetz gilt auch unabhängig der Covid-Verordnung. Möchten Sie noch ergänzen, Frau Lüthi? Ja, vielleicht kann ich noch etwas sagen zu den Besuchen und zu der Präzisierung der Weisung. Es ist tatsächlich so, oder im Großen und Ganzen haben ja die Einreisebeschränkungen sehr gut funktioniert und ich muss auch sagen, es war ja eine Riesenumstellung oder für alle Beteiligten, für die Grenzkontrollbehörden vor Ort, aber auch bei uns, oder wir haben in den letzten Tagen und Wochen Tausende von Anfragen dazu beantwortet. Und weil es eben Unklarheiten gab, gerade auch zum Beispiel zu der Frage, dass Personen, die einen Schweizer Pass besitzen oder eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, dass die jederzeit aus dem Land ausreisen und wieder einreisen dürfen, wenn sie das Dokument vorweisen können, haben wir Präzisierungen unserer Weisungen vorgenommen. Und den Katalog, der jetzt ja auch publiziert ist und den Sie ersehen können, der erlaubt eben zum Beispiel das zivilrechtlich geregelte Besuchsrecht bei Kindern oder auch Besuche von Ehegatten mit einem faktisch getrennten Wohnsitz. Ich glaube, das ist wichtig, dass diese Klärungen jetzt gekommen sind. Dazu muss man einfach auch sagen, oder? Alle Konstellationen, und das ist ein bisschen wie bei den Berufen, oder kann man sich im Voraus nicht vorstellen. Wir haben sehr viele grenzüberschreitende Situationen und wir haben versucht, das jetzt zu ergänzen. Ich glaube, es wird aber weiterhin Einzelfälle geben, die man dann auch noch genau anschauen muss. Danke. Frau Nowak. Eine Frage zu den Gastrobetrieben. Sie haben gesagt, Herr Koch, Sie haben gesagt, dass mit der 50-Personen-Limite nicht funktioniert. Ist es möglicherweise eine Überlegung wert, eine Gartenwirtschaftslimite aufzustellen, also dass nur Gartenwirtschaften in einer gewissen Phase bewilligt werden? Ja, ich glaube, es ist im Moment wirklich verfrüht, jetzt schon so Einzelbeispiele anzuschauen. Man muss wirklich schauen, wo gibt es überhaupt theoretisch die Möglichkeit, dass Gastrobetriebe gefahrenlos Gäste bewirten können und dann auch noch das Personal geschützt ist. Also ich glaube, man muss zuerst einmal generell das anschauen und dann vielleicht, wenn man sieht, okay, es wird gewisse Möglichkeiten geben, dass man dann in das Nähere herunterbricht. Es ist so, dass im Gastrobetrieb natürlich auch die Vielfalt enorm ist. Also das kleine Café ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem großen
Gourmet-Palais. Und von dem her wird es wirklich sehr schwierig sein, dass man jetzt generell schon etwas dazu aussagt. Also man muss dann wirklich im Detail und sicher auch mit der Branche zusammenschauen, was ist überhaupt denkbar, was ist auch sinnvoll und was ist dann am Schluss, und das ist sicher das Wichtigste, überhaupt umsetzbar. Herr Villmann. Eine Nachfrage an Herrn Bock. Sie haben Artikel 127 Zollgesetz zitiert. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja ein ziemlicher Gummiparagraph, wenn ich das so umgangssprachlich ausdrücken darf. Da kann gebüßt werden, wer gegen irgendeine mündliche Anordnung der Zollbehörden verstößt. Wie stellen Sie denn da sicher, dass das nicht einfach willkürlich gehandhabt wird? Und wie viele Beschwerden gegen solche Ordnungsbußen basierend auf diesem Artikel 127 haben Sie in den letzten Tagen erhalten? Zunächst, um sicherzustellen, dass es nicht willkürlich gehandhabt wird, sind entsprechende Aushänge gemacht worden. Das sind nicht nur sind in der Regel nicht mündliche Anordnungen, sondern schriftliche Anordnungen. Über die Anzahl Beschwerden kann ich Ihnen im Moment keine Auskunft geben. Frau Wischer. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zur Kurzarbeit. Sie sagen jetzt ungefähr 1,76 Millionen Leute sind im Moment angemeldet. Wie stelle ich mir das vor? Also der Kanton bewilligt das Gesuch des Betriebs, zahlt dann vielleicht die ersten Abrechnungen aus und es wird später kontrolliert und es könnte sein, dass er doch nicht berechtigt war und dann muss der Betrieb das Geld zurückgeben. Genau. Also es sind 1,76 Gesuche, die vorliegen. Die sind eben noch nicht bewilligt. Die werden dann vom Kanton bewilligt, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Jetzt hier ist das Problem, also es sind nicht 1,76 Millionen, sondern es sind der Betrieb, der jeweils für eine bestimmte Anzahl Mitarbeitende, also es sind eher 167.000 Gesuche, die eingereicht worden sind. An sich ist das dann die Aufgabe des Kantons, das Gesuch zu bewilligen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, oder abzulehnen. Und wenn dann die Bewilligung kommt, wird das Unternehmen informiert. Und dann kann das Unternehmen Kurzarbeit leisten und dann muss es, und das ist immer der Normalfall, oder? Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Schritte vereinfacht. Dann sollte der Betrieb am Ende des Monats sagen, bei mir im Betrieb sind, ich weiß nicht, 265 Stunden ausgefallen. Und das möchte ich gerne entschädigt erhalten. Und dann kriegt er die Entschädigung über die Arbeitslosenkasse. Und jetzt ist es aber so, wenn die Anspruchsvoraussetzungen, weil sie heute nur wir plausibilisieren, wir kontrollieren eben die Gesuche nicht, weil aufgrund der hohen Zahl ist es nicht möglich, ein Gesuch minutiös zu prüfen, ist es durchaus möglich, dass ein Gesuch bewilligt wird. Dann wird dieser Betrieb dann seine Kurzarbeitsentschädigung geltend machen. Die wird möglicherweise auch ausbezahlt. Das ist übrigens auch unter normalen Bedingungen. Immer wieder geschieht das. Und dann machen wir Kontrollen, ob der Kanton rechtens diese Gesuche bewilligt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir Rückforderungen stellen. Und wenn der Kanton, sage ich mal, grob fahrlässig gehandelt hat, können wir ihm sogar eine sogenannte Trägerhaftung auferlegen. Kann ich noch nachfragen? Es ist ja ein bisschen unklar, ob diese Betriebe, die in öffentlichem Besitz sind, von Kurzarbeit profitieren können oder nicht. Es kommt, glaube ich, darauf an, welchen Juristen man fragt. Könnte es dann sein, dass die Kantone, die jetzt solche Gesuche bewilligt haben, dann am Schluss vom Bund zurückgepfiffen werden und dann vielleicht wieder klagen und am Schluss alles vor Gericht landet, oder? Das ist die normale Prozedur, das haben wir auch unter normalen Bedingungen, dass beispielsweise irgendwie einem Betrieb in Kurzarbeit bewilligt worden ist. Unsere Inspektoren und Revisoren finden heraus, das war nicht okay, und dann gibt es eben diese Rückforderung und am Schluss wird's tatsächlich ein Gerichtsfall. Deshalb ist die Jurisprudenz zur Kurzarbeit schon sehr umfangreich. Es gibt viele Fälle, die gerichtlich geklärt worden sind, also vom Bundesverwaltungsgericht.
Und da sind beispielsweise auch diese Fragen, die jetzt sehr kontrovers diskutiert werden. Jetzt noch einmal, was ist der Sinn und Zweck der Kurzarbeitsentschädigung? Es ist der Erhalt von Arbeitsplätzen und nicht eine reine finanzielle Unterstützung der Unternehmen. Es soll verhindert werden, dass durch einen vorübergehenden Rückgang der Nachfrage der sich daraus ergebende Arbeitsausfall kurzfristige Kündigungen auslösen kann. Und wenn natürlich das nicht gegeben ist, also wenn diese Arbeitsplätze in dem Sinne nicht gefährdet sind, weil keine Kündigung ausgesprochen werden kann, aus welchen Gründen auch immer, und keine Entlassungen ausgesprochen werden können kurzfristig, dann ist das eben so, dass kein Anspruch auf Kurzarbeit besteht. Jetzt, es wurde mehrfach darauf angesprochen, SBB, Post und so weiter. Dort ist das Problem nicht einmal so sehr die Frage der Kurzarbeitsregelung, sondern dort bestehen Gesamtarbeitsverträge, die ohnehin verhindern, dass diese Leute gegebenenfalls entlassen werden könnten. Also ich würde diesen Unternehmen empfehlen, sich zuerst einmal mit ihren Sozialpartnern in Verbindung zu setzen und die mal zu konsultieren. Was wir ganz klar, und das möchte ich hier noch einmal ausdrücklich differenzieren, wir sagen nicht, grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Kurzarbeit. Es gibt bei der SBB oder bei der Post durchaus Betriebe, die im Markt sind und in dem Sinne auch ein Marktrisiko haben und dadurch auch gerechtfertigt Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung geltend machen. Was wir aber festgestellt haben, sind beispielsweise Gemeindeschreiber. Eine Gemeinde möchte gerne den Gemeindeschreiber jetzt anmelden und auf Kurzarbeit setzen. Das geht nicht, oder? Also das ist klar dort. Dort besteht eben kein Entlassungsrisiko aufgrund von wirtschaftlichen Auswirkungen. Herr Nufer. Herr Koch, ich hätte noch eine technische Frage. Ich habe gestern gehört, dass man, wenn diese Infektionszahlen dann wieder runterkommen, irgendwie bei 100 oder so, dass man dann eben wieder beginnen kann, diese Ketten zu verfolgen. Jetzt rein technisch, ich meine jetzt nicht dieses App. Wer macht dann das? Was ist das für eine Lösung? Sind das Personen per Telefon oder wie läuft das? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die können wir auch ganz gut beantworten. Wir haben das schon gemacht zum Beginn der Epidemie und das ist auch ganz klar geregelt. Das machen die Kantone, die kantonsärztlichen Dienste. Wir unterstützen sie dabei natürlich einfach mit den Zahlen und den Namen. Deshalb ist auch die Meldung namentlich, damit man überhaupt so eine personenbezogene Maßnahme ergreifen kann. Und dort ist es wirklich so, dort ist der kantonsärztliche Dienst mit Personal, der die betroffene Person befragt, mit wem sie wann wo Kontakt hatte. Und dann werden diese Personen aufgesucht durch den Kanton, also durch die Behörden und mit einer Verfügung 14 Tage in Quarantäne gesteckt. Der Aufwand ist ziemlich groß und deshalb sieht man auch, dass es eine Limite gibt bei der Praktikabilität, also bei der Durchführung solcher Maßnahmen. Das ist also weder freiwillig noch irgendwie nicht geregelt. Das ist wirklich eine gesundheitspolizeiliche Maßnahme und die wird auch durch den kantonsärztlichen Dienst durchgeführt. Deshalb haben wir jetzt natürlich schon mit den Kantonsärzten Kontakt aufgenommen. In dieser Beziehung hat sie gesagt, ihr müsst unbedingt euch ausbauen, ihr müsst schauen, wie ihr das besser organisieren könnt, mit Hilfskräften, mit Zivilschutz oder sonst Personal aus dem Kanton, dass wenn ein solches Kontakttracing wieder begonnen wird, dass sie dann auch die Kapazitäten haben, das durchzuführen. Es liegt auf der Hand, also das kann man schnell rechnen. Es gibt Fälle, da haben Sie pro Fall 50 bis 100 Personen, die Sie in Quarantäne setzen müssen. Das heißt, wenn Sie 1000 Fälle haben in der Schweiz und dann 50.000 Personen an einem Tag in Quarantäne setzen wollen und am nächsten Tag gleich wieder, dann sind Sie bald einmal überfordert. Und deshalb geht das auch nur, wenn die Zahlen wirklich tief sind, wenn es Sinn macht,
weil es auch nur dann wirklich etwas bringt, wenn es sinnvoll ist und wenn man wirklich die einzelnen Ketten zurückverfolgen will und eindämmen will. Was ist denn die Schwelle? Die Schwelle wird unter 100 Fälle sein. Es kommt darauf an, ein bisschen wie die Verteilung ist. Wenn wir 100 Fälle über die ganze Schweiz verteilen, dann geht das. Wenn wir 100 Fälle im Kanton Aargau haben, dann wird es nicht gehen. Also es ist relativ klar, es gibt die Praxis, gibt dann am Schluss auch die Möglichkeiten vor. Das ist im Gegensatz zu dem, was wir heute machen, wo wir den Leuten sagen, geht in eine Selbstisolation und wenn ihr nahen Kontakt hatten, also Familienmitglieder und so weiter, dann in eine Selbstquarantäne. Das ist ganz ein anderes Konzept. Dort streben wir auch nicht die totale Kontrolle an. Frau Nowak. Ich wollte eben genau fragen, also dass die Zahl, nicht die Zahl 100 gesamtschweizerisch ist letztlich entscheidend, sondern dass sich das schön verteilt über das Land, weil wenn Sie dann in einem Kanton zu viele Zahlen haben, kann es mit diesem System nicht funktionieren oder zu viele Fälle. Genau, die Machbarkeit ist im Grunde genommen der limitierende Faktor. Frau Faki. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Schulen und Kinder. Nein, zwei Fragen. Das erste ist, wenn Kinder ja nicht so Vektoren sind, dürfen sich Kinder wieder zum Spielen treffen, in größerem Ausmaß, als das bis anhin empfohlen wurde. Und das Zweite ist, wenn die Schulen wieder öffnen, besteht ja dann wieder die Schulpflicht. Wie ist es mit Eltern, die Risikopersonen sind? Haben sie das Recht, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, weil sie Angst um sich selber haben? Also die zweite Frage ist eine sehr schwierige Frage, weil wir sie nicht genau beantworten können. Das ist zum Teil dann sicher Kantonssache. Im Prinzip wird die Schulpflicht bestehen und im Prinzip haben die Eltern nicht das Recht, das Kind nicht zur Schule zu schicken. Aber im Einzelfall muss das wahrscheinlich dann noch kantonal genau geklärt werden. Das erste ist so, wir haben nie verboten, dass Kinder, vor allem kleine Kinder, nicht sich zum Spielen treffen sollen. Was wir nach wie vor empfehlen, und das gilt auch als Versammlungsverbot, ist, dass die begleitenden Eltern sich in größeren Gruppen treffen. Also die Kinder fallen nicht unter das Versammlungsverbot, also die kleinen Kinder. Jetzt, ab wann ein Kind nicht mehr klein ist, das lässt sich vielleicht nicht genau definieren. Herr Gesser. Darf ich eine Frage stellen zu den Impfungen und den Medikamenten? Woher kommen die? Kommen die aus den USA oder aus der Schweiz? Oder wo sind da die Forschungshotspots zurzeit, um eine Impfung oder ein Medikament zu entwickeln gegen Corona? Und was sind da die jüngsten Erkenntnisse Ihrerseits? Also die Kenntnisse, die wir haben, ist, dass klinische Untersuchungen mit Medikamenten, vor allem europaweit, sicher weiter durchgeführt werden. Im Moment habe ich nicht gehört, dass da irgendein größerer Durchbruch sich abzeichnet. Es wird sicher auch in den USA mit klinischen Studien gearbeitet, aber auch von dort im Moment, soweit ich informiert bin, noch kein größerer Durchbruch. Bei den Impfstoffen ist es so, dass ja alle diese Impfstoffe noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase sind und da wird weltweit geforscht, sowohl in der Schweiz wie europaweit, aber ganz sicher auch in Amerika. Aber das ist wirklich, die sind alle noch in einer relativ frühen Phase. Ich nehme eine telefonische Anfrage von La Liberté, Herrn Bögler, entgegen. Ja, nochmal eine Frage zum Tracing. Eine Frage aus meiner Redaktion. Die Entwicklung von Apps, wird die Privatunternehmen übertragen oder wird diese Entwicklung in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Taskforce durchgeführt? Da gibt es da auch eine Expertengruppe, die sich mit Tracing befasst. Nach unserem Kenntnisstand
wird diese App unterstützt und auch teilweise entwickelt in Zusammenarbeit mit Experten aus der Taskforce. Aber wir warten erstmal ab. Wir wollen Ergebnisse sehen, bevor wir ein abschließendes Urteil abgeben können. Ich habe eine Frage an Herrn Hübschi, und zwar bezüglich der Abschlussprüfung an den Gymnasien. Sie haben die LAPS erwähnt, aber für die Matura ist zurzeit noch nichts bekannt. Weshalb werden die Gymnasien nicht in diesen ganzen Bereich einbezogen? Vielleicht ist es nicht ganz Ihr Bereich, aber trotzdem, die Gymnasien haben ja eigentlich stehen vor ähnlichen Schwierigkeiten. Ja, das ist richtig. In der beruflichen Grundbildung mussten wir jetzt entscheiden, weil sich die Verfahren wirklich, weil das sonst nicht mehr geklappt hätte. Da musste der Entscheid jetzt fallen. Bei den Gymnasien ist die Erziehungsdirektorenkonferenz, also die Kantone, zusammen mit dem Bund daran, verschiedene Modelle zu entwickeln. Hier sollte zeitnah auch eine Entscheidung fallen. Man spricht von Anfangs Mai. Herr Moser. Ja, ich habe eine Frage. Eine Frage. Und zwar kann ich mir sagen, wie viele Leute er noch im Einsatz hat und wie es das für die Zukunft aussieht, ob es da eine Demobilisierung gibt. Ja, sehr gern. Wir haben 5.000 in Einsatz und auf diese 5.000 haben wir die 750 für die Sicherheit. Und wir haben dann die 3.800 für das, was Gesundheitssystem ist. Und wie Sie haben sicher auch gehört von der Entscheid von gestern, es ist ein Abbau vorgesehen, das habe ich angekündigt schon vor einigen Tagen, dass wir haben am Moment der Mobilisierung für den Worst Case uns mobilisiert und jetzt haben wir diese Gleichgewicht wieder zu finden. Und wir können in diesem Moment sprechen, aber das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen wieder einmal bewegen. Wir sprechen von ungefähr 300, 400 Leute, die wir werden in den nächsten Tagen, dass wir diese Wochenende beginnen und nächste Woche dann nach Hause zu senden. Nach Hause zu senden bedeutet, dass wir werden das mit Kriterien machen. Das ist nicht einfach eine Selbstwahl. Wir haben definiert, welche sind die Kriterien für eine mögliche Weggang, sprich zurück zum Hause. Und zweitens, diese Jungen werden trotzdem dann bereit bleiben, innerhalb 24 Stunden zurückzukommen, wenn wir diese eventuell, hoffen wir alle nicht, für eine weitere Peaks zu unterstützen. Das ist so vorgesehen. Herr Stoney. Ich hätte eine Frage an Herrn Koch. Ich hoffe, es ist keine peinliche Frage. Es kommt jetzt die Mückensaison. Gibt es Studien, die vielleicht etwas dazu sagen? Also besteht die Gefahr, dass diese Krankheit auch durch Insekten verbreitet wird? Also mir sind da keine Studien bekannt, aber es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn es diese Krankheit durch Mücken übertragen würde. Also es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist eine Tröpfcheninfektion, es braucht Viren in den Schleimhäuten. Es ist nicht eine Virämie, also man hat nicht sehr viele Viren im Blut, außer man ist dann wirklich schwer krank. Und von dem her ist eigentlich nicht davon auszugehen, dass die Mücken da irgendeine Rolle spielen. Also es braucht keinen wirklichen Vektor, sondern es ist eine direkt Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Frau Faki. Noch eine Frage an Herrn Koch. Herr Mattis hat am Dienstag hier gesagt, dass man in Bezug auf die anzustrebende Lockerung auch das Testsystem überarbeiten würde. Anscheinend werden ja heute die theoretischen Kapazitäten nicht ausgeschöpft. Können Sie da schon mehr sagen? Also die Testkriterien werden in den nächsten Tagen angepasst, damit alle, im Prinzip wird es dann dahin gehen, dass alle symptomatischen Leute mit Grippesymptomen getestet werden. Das kann man ja jetzt gut, es hat nicht mehr so viele. Und geht aber nicht dahin, dass wir beginnen, asymptomatische Leute zu testen, weil asymptomatische Leute testen, das ist nur wirklich in ganz großen Ausnahmefällen sinnvoll. Frau Nowak. Also ist es auch sinnlos bei asymptomatischen Leuten, die in Kontakt mit schwer symptomatischen Menschen waren, das jetzt im Rahmen, die werden dann gar nicht getestet?
Ich habe gesagt, bei asymptomatischen Leuten Personen ist es nur dann sinnvoll zu testen, wenn eine wirklich mögliche Situation besteht, dass diese Leute positiv sind. Das ist zum Beispiel, wenn in einem Spital eine Krankenschwester erkrankt, Kontakt hatte, vielleicht ungeschützten Kontakt hatte, sie 5 Tage lang asymptomatisch ist, dann ist es sinnvoll, vielleicht sie am 5. Tag trotz asymptomatischem Bestand zu testen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht doch das Virus trägt und überträgt, am größten ist. Aber die Chance, das Virus dann zu finden, ist nach wie vor relativ klein. Das ist so eine Situation, also eine große Ausnahmesituation. Wenn Sie sonst bei asymptomatischen Personen einfach testen wollen, um zu schauen, ob sie das Virus tragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu früh testen, dass Sie in einer Phase sind, wo das Virus sich noch nicht vermehrt hat im Körper, ist einfach sehr groß und Sie wissen dann nachher genau gleich viel wie vorher. Sie wissen nicht, ob die Person nicht in 2-3 Tagen dann krank wird oder das Virus überträgt. Von dem her, dass asymptomatische Personen getestet werden, breit, das bringt gar nichts. Ich nehme noch eine telefonische Frage einer Journalistin entgegen von Radio SRF, Herrn Burkhardt. Besten Dank. Ich bin ein bisschen verwirrt über eine Aussage von Herrn Zürcher zur Kurzarbeit und zu den staatsnahen Unternehmen. Können Sie noch einmal präzisieren, haben jetzt zum Beispiel Post und SBB Anspruch auf Kurzarbeit oder nicht? Oder präzise, haben Sie schon Gesuche bewilligt von diesen Betrieben oder abgelehnt? Gut, die letzte Frage zuerst. Ich weiß es nicht, ob die Post oder die SBB ein Gesuch deponiert haben. Ich wüsste auch nicht, wo sie das genau deponieren würden, ob das in Bern oder in Zürich ist. Für die gesamte Post oder für die gesamte SBB wahrscheinlich dort, wo sie ihren Hauptsitz haben. Ich habe aber auch gesagt, wir haben immer noch einen hohen Pendenzenberg in den Vollzugstellen, die diese Gesuche abarbeiten. Und uns ist einfach im Moment nicht bekannt, ob möglicherweise in Bern auf den Vollzugstellen irgendwo ein Gesuch deponiert worden ist. Noch einmal, wir sagen nicht, dass die SBB oder die Post oder andere staatsnahe Betriebe grundsätzlich keinen Anspruch auf Kurzarbeit haben. Aber die Voraussetzungen für Kurzarbeit sind doch so, dass eben ein Entlassungsrisiko bestehen muss. Und das würden wir hier in verschiedenen Bereichen eben verneinen. Wir sind nicht jene, die diese Gesuche bewilligen, sondern wir schauen dann nur, ob die Kantone die Gesuche gesetzeskonform bewilligt haben. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir die verschiedenen Maßnahmen ergreifen, die ich vorher schon erwähnt habe. Also von daher, ich kann mich zum konkreten Fall Post, SBB kann ich mich nicht äußern, ich weiß es nicht. Wir sagen ganz klar, grundsätzlich, wir schließen nicht aus, dass sie auch Ansprüche auf Kurzarbeit hätten. Meine persönliche Einschätzung ist in den Kernbereichen eher nicht. Aber das ist eigentlich ein Widerspruch zu den Aussagen der Bundespräsidentin von gestern, weil die hat ja nicht gesagt, sie hätten Anspruch. Die Gesetzeslage ist schon seit Jahren so. Eben, ich habe gesagt, es hat sich eine lange Jurisprudenz dazu ausgearbeitet. Und wenn ich jetzt mich recht erinnere, was mir gesagt wurde, was die Bundespräsidentin gestern gesagt hat, hat sie gesagt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Herr Hessler. Ich habe eine Frage an den Zürcher, vielleicht ein bisschen eine grundsätzliche. Aber wir stellen ja fest, dass der Staat gegenwärtig quasi Mikromanagement betreibt. Wenn man die Fragen anhört, jede Branche kommt mit einer Frage, einem Wunsch. Soll der Staat überhaupt so viel Mikromanagement machen? Gäbe es nicht grundsätzlichere Lösungen? Das ist eine große Frage für einen kleinen Verwaltungsangestellten. Aber es ist so, dass natürlich der Bund jetzt in verschiedensten Dimensionen sehr gefordert ist. Ich denke eben an die Sicherung der Löhne, an den Erhalt der Beschäftigung, am Vermeiden von Konkurswellen.
Ich sehe aber auch in vielen Bereichen, wo der Bund eben auch überfordert ist, wenn es um konkrete Einzelfälle geht, und von denen gibt es Millionen. Und der Bund hat, ich sage es etwas bildlich, sehr grobe Handschuhe an, um zum Teil filigrane Probleme anzugehen. Oder? Und dort zeigt sich dann schon eben, dass der Bund in verschiedenen Bereichen halt nicht die optimale Lösung bieten kann. Und das ist zum Teil frustrierend, das ist für uns frustrierend, aber es ist natürlich auch für die Betroffenen frustrierend. Also das war wahrscheinlich eine eher diplomatische Antwort auf diese große Frage. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann beschließen wir diesen Point de Presse. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Kommen. Vielen Dank.